Ein Beispiel, ich weiss nicht, ob ihr das kennt, von Perpetua, die in Rom, im Kolosseum hingerichtet wurde. Von ihr gibt es auch Überlieferungen. Christen sind ja oftmals hingerichtet worden, verfolgt worden. Und sie ist in der Nacht, bevor sie hingerichtet wurde, hat sie einen Traum gehabt. Und da hat sie gewusst, ich werde sterben. Aber Gott hat ihr so eine Zusage und so einen Trost gegeben. Sie hat die Herrlichkeit gesehen im Himmel, was sie erwartet. Und auf das hat sie sich gefreut. Aber sie war auch ein Mensch. Sie hat gesagt, sie hat Angst davor, wenn sie in das Kolosseum reinkommt, wenn sie die wilden Tiere nehmen und durch die Luft schleudern. Sie ist durch die Luft geschleudert worden und hat es nicht mal gemerkt. Sie hat eben ihrem Kollegen gesagt, ich habe Angst davor. Und dann hat er gesagt, hey, aber du bist jetzt gerade durch die Luft geschleudert worden und sie hat nichts gemerkt davon. Also Gott kann in den Momenten von den schlimmsten Anfechtungen kann er uns beistehen und so einen Trost geben, dass wir es als gar nicht so schlimm empfinden. Ich habe der Predigt den Titel gegeben, «Zu Gott halten, egal was kommt». Und der Krigo hat mir gesagt, er hat zwar schon einmal über diese Stelle predigt, aber ich glaube, wir haben nicht ganz die gleiche Aussage oder nicht die gleichen Schwerpunkte drin. Darum hoffe ich, langweile ich noch nicht damit. Und zwar aus dem Daniel 3, 15b bis 18. Die 3 Freunde von Daniel hätten ja das Standbild anbeten vom Nebukadnezar, aber sie haben sich entschieden, das Richtige zu tun. Und der Nebukadnezar sagt zu ihnen, lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Da fingen an Schadrach, Meschach und Abednego und sprachen zum König Nebukadnezar. Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Siehe, unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten, aus dem glühenden Feuerofen und auch aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Und die Einstellung, die wir hier sehen, von diesen 3 Freunden von Daniel, die finde ich tief beeindruckend. Weil sie wissen, uns ist gegeben, wir sind Israeliten, unser Gott ist der Herr, der Herr im Himmel und wir beten keine Götze an, wir beten keine Statue an. Aber sie haben den Feuerofen schon gesehen brennen und sie haben genau gewusst, wer nicht gehorcht und nicht anbetet, der muss in den Feuerofen. Das ist die Strafe dafür. Und sie haben am Nebukadnezar gesagt, unser Gott, den wir verehren, kann uns retten. Aber sie haben eine Wahnsinnsrealitätssinn. Sie haben es gesagt, und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen. Und ich finde, die Worte der Freunde von Daniel zeigen einfach, was er für ein unglaubliches Gottvertrauen hatte. Und so eine tiefe Beziehung zu ihrem Gott. Weil manchmal lassen wir uns eben von den äußeren Umständen fast manchmal gezwungenermassen kratzt das auch an unserem Gottesbild, dass wir das Gefühl haben, hey Gott, wie kannst du das zulassen? Warum sind wir jetzt in so einer gefährlichen Situation? Jetzt sind wir doch schon im Exil in Babylon und jetzt bringst du uns noch dazu, wenn wir deinem Gebot gehorchen, dass wir verbrannt werden. So hätten sie auch denken können. Aber sie machen Gott überhaupt keinen Vorwurf. Sie wissen, wir stehen zu unserem Gott, egal was kommt. Wir wissen, unser Gott kann Wunder tun, er kann uns retten. Aber selbst wenn er es nicht tut, wir beten das nicht an, wir tun nichts Falsches, wir halten am Rechten fest. Egal, wenn es uns auch das Leben kostet. Und diese Einstellung finde ich enorm beeindruckend. Wenn Menschen an diesen Punkt kommen, das Richtige zu tun, selbst wenn sie das Leben kostet, das beinhaltet enorme Kraft. Solche Menschen, die sind nicht erpressbar. Die tun das Richtige, egal was sie kostet. Und oftmals sehen wir das auch in der Bibel, ist genau diese Einstellung der Vorgänger von einem Wunder. Weil man hat nichts mehr zu verlieren, man setzt alles aufs Spiel. Letztes Jahr haben wir ja Bibel intensiv zum Buch Esther gehabt.
Und Esther ist genau auch in so 'nem Moment gekommen, was es ein Leben hätte kosten können. Und sie hat ja gesagt: „Und wenn ich umkomme, komme ich eben um.“ Unglaublich stark, aber sie hat sich entschieden: „Ich tue das Richtige, egal, auch wenn es mir das Leben kostet. Ich setze mich für die anderen ein, für mein Volk.“ Und eine von meinen absoluten Lieblingsstellen, weil da so 'n Riesenwunder beschrieben wird, ist die Stelle von den 4 Aussetzungen zur Zeit von Elisa, wo wir in den 2. Könige lesen davon. Die 4 Aussetzungen, es war 'ne riesen Hungersnot gewesen. Also, Menschen haben ja da sogar schon schlimme Sachen gemacht, dass sie, ähm, ja, einfach schlimmes Zeug gemacht, dass sie sogar ihre Kinder gegessen haben und der König hat sich ja die Kleider zerrissen, als er das hat gehört. Also, es war 'ne unglaublich schlimme Hungersnot gewesen. Und die 4 Aussätzigen sind vor der Stadt gehockt und die haben auch gesagt: „Ja, bleiben wir da, sterben wir, dann verhungern wir, aber gehen wir zu den Aramäern über, die uns belagern, unsere Stadt, dann können sie uns entweder umbringen oder wir können etwas zu essen bekommen. Aber immerhin, dann hätten wir noch die Chance, vielleicht bekommen wir ja etwas zu essen über.“ Und sie haben sich entschlossen, sie gehen in das Lager der Aramäer. Und ich möchte euch die Stelle vorlesen, weil ich die so toll finde. Aus dem 2. König, Kapitel 7. Und es ist auch noch ein bisschen die Vorgeschichte, die da ist. Ähm, ein Mann hat zum Elisa gesagt: „Das kann gar nicht sein, dass ein Wunder passiert und dass Gott der Herr versorgt und schon morgen, dass das schon morgen soll sein, ist total unmöglich. Wenn Gott irgendwie die Fenster vom Himmel würde öffnen, das geht nicht. Also bis morgen, das kann gar nicht sein, dass die Hungersnot durch ist.“ Doch Elisa entgegnete: „Hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr: Morgen um diese Zeit kostet am Tor von Samaria ein Maß Feinmehl nur noch einen Schekel, und auch 2 Maß Gerste kosten nur noch einen Schekel. Doch der Adjutant, auf dessen Arm sich der König stützte, antwortete dem Gottesmann: Selbst wenn der Herr Schleusen am Himmel anbrächte, könnte das nicht geschehen. Elisa erwiderte: Du wirst es mit deinen eigenen Augen sehen, aber nicht davon essen. Und jetzt kommt das Wunder mit den Aussätzigen. Vor dem Eingang des Stadttors saßen 4 aussätzige Männer. Sie sagten zueinander: Warum sitzen wir hier, bis wir sterben? Wollen wir in die Stadt gehen, in der Hungersnot herrscht, dann sterben wir in ihr. Bleiben wir draußen, dann sterben wir auch. Kommt, wir gehen in das Lager der Aramäer hinüber. Wenn sie uns am Leben lassen, bleiben wir am Leben. Wenn sie uns töten, so sterben wir. Also sie haben klar alle ihre Möglichkeiten abgesucht und die einzige mögliche Hoffnungsschimmer wäre noch, zu den Feinden zu gehen, zu den Aramäern. Sie machten sich daher in den Abenddämmerung auf, um in das Lager der Aramäer zu gehen. Doch als sie in den Bereich des aramäischen Lagers kamen, war dort niemand zu sehen. Der Herr hatte nämlich das Rollen von Wagen, das Getrampel von Pferden und das Lärmen eines großen Heeres im Lager vernehmen lassen, so dass einer zum anderen sagte: Der König von Israel hat die Könige der Hethiter und die Könige von Ägypten gegen uns angeworben, um uns überfallen zu lassen. Sie waren daher in der Dämmerung aufgebrochen und geflohen. Dabei hatten sie ihre Zelte, Pferde und Esel und das ganze Lager, so wie es war, zurückgelassen, um durch die Flucht ihr Leben zu retten. Und das war auch ein riesen Lager von dieser eben militärischen Macht. Als nun die Aussätzigen in den Bereich des Lagers kamen, gingen sie in ein Zelt, aßen und tranken, nahmen Silber, Gold und Kleider und entfernten sich, um die Beute zu verstecken. Dann kamen sie zurück, gingen in ein anderes Zelt, machten auch hier ihre Beute und entfernten sich wieder, um sich zu verstecken. Dann aber sagten sie zueinander: Wir handeln nicht recht. Heute ist ein Tag froher Botschaft. Wenn wir schweigen und bis zum Morgengrauen warten, trifft uns Schuld. Kommt also, wir gehen und melden es im Palast des Königs. Und ich finde das eine so von meinen Lieblingsgeschichten, weil die Leute können sich's nicht vorstellen, dass ein Wunder passiert. Eben der Adjutant, der Gehilfe vom König, hat gesagt, selbst wenn Gott die Schleusen vom Himmel öffnet, es ist unmöglich. Und ich finde es so schön,
dass wir einen Gott haben, wo alles möglich ist, wo eben die Wunder möglich sind. Die Freunde von Daniel sind in den Feuerofen hineingeworfen worden und die wissen, was passiert ist. Sie haben nachher nicht mal nach Rauch geschmeckt. Ja. Aha, ja, jetzt soll ich das auch noch sagen. Ja, der Elisa hat gesagt, also ich sage das noch. Der Elisa hat ja gesagt, du glaubst es nicht und du wirst es sehen, aber du wirst es nicht mehr erleben. Die 4 Aussetzungen haben ja das gemolden in der Stadt. Und da war nachher so ein Gedränge, alle sind zu dieser Tor rausgesäckelt, ins Lager der Aramäer, und der Adjutant ist überrannt worden von den Leuten und ist gestorben. Er hat es noch gesehen, aber nicht miterlebt. Ja, zur Berichtigung. Ja, zur Ergänzung, ja, ja. Eben, wenn man Gott nicht glaubt, dass er Wunder tun kann, kommt man manchmal drunter. Also sollten wir an Gottes Eingreifen eben auch glauben. Aber eben, wir sind beim Daniel wieder und die Freunde, die haben eben auch die Einstellung gehabt. Uns ist es gleich, wenn du uns umbringst, unser Gott kann uns retten, er muss es nicht tun, tut er es nicht, wir halten gleich zu Gott. Und das finde ich so schön, weil das so eine tiefe Beziehung zeigt. Sie sind in den Feuerofen rein und der Nebukadnezar ist aufgesprungen und hat gesagt, haben wir nicht nur 3 Männer drin da, ein 4. läuft mitgenommen und er sieht aus wie einer der Gottessöhne. Also Jesus, der dort schon mitten war und sie beschützt und bewahrt hat. Und ich finde das so schön, eben, wir lesen in der Bibel immer wieder, dass Wunder passieren. Gerade wenn man die Einstellung hat, ich mache das Richtige, ich stehe zu meinem Gott, ich verleugne ihn nicht. Und im Hebräer 11 lesen wir auch von den Glaubenshelden. Da sind ganz viele Glaubenshelden aufgezählt und was sie alles für Wunder erlebt haben. Aber auch bei ihnen kommt die realistische Seite vor. Manchmal endet es nicht in einem offensichtlichen Wunder. Manchmal endet es menschlich gesehen tragisch. Da heisst es auch, sie wurden verspottet, gegeißelt, gesteinigt und hingerichtet. Aber die haben auch nicht weniger Glauben gehabt. Wenn ich mal die Stelle aus dem Hebräer vorlese, aus dem Hebräer 11, 33 bis 44, da sieht man die Gegenüberstellung. Es kann beides passieren. Gott kann retten, aber eben auch, wenn er es nicht tut, wir halten gleich zu ihm. Dort zuerst ist eben geschrieben von denen, die Wunder erlebt haben. Diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft, des Feuers Kraft gelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entronnen, aus der Schwachheit zu Kräften gekommen, sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Andere aber sind gemartert worden und haben die Freilassung nicht angenommen, auf dass sie die Auferstehung, die besser ist, erlangten. Wieder andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt, durch Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfällen. Sie haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erlitten. Sie, deren die Welt nicht wert war, sind umhergeirrt in Wüste, auf Bergen, in Höhlen und Klüften der Erde. Diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen und doch nicht die Verheißung erlangt, weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat, dass sie nicht ohne uns vollendet würden. Und da sehen wir eben auch gerade die schwierige Seite. Gott kann retten, aber gegen aussen gesehen tut er es nicht immer. Aber trotzdem, auch wenn wir nicht gerettet werden, man sieht zum Beispiel vom Stephanus, das Beispiel, wo er gesteinigt wurde, wie Gott ihm ganz nahe war während dieser Steinigung. Wir lesen von ihm, sein Angesicht hat sich verändert wie das von einem Engel. Er hat so geschienen und er hat den Himmel geöffnet gesehen. Und Jesus hat er auch gesehen, zur rechten Seite vom Vater. Und zum Schluss hat er sogar noch Gott bittet, rechnen die Schuld nicht an, dass sie mich jetzt steinigen. Also er hat sogar noch für seine Peiniger gebetet. Ein anderes Beispiel, ich weiss nicht, ob ihr das kennt, von Perpetua, die in Rom, in Kolosseum hingerichtet wurde.
Von ihr gibt es auch Überlieferungen. Christen sind ja oftmals hingerichtet worden, verfolgt worden. Und sie ist in der Nacht, bevor sie hingerichtet wurde, hat sie einen Traum gehabt. Und da hat sie gewusst, ich werde sterben. Aber Gott hat ihr so eine Zusage und so einen Trost gegeben. Sie hat die Herrlichkeit gesehen im Himmel, was sie erwartet. Und auf das hat sie sich gefreut. Aber sie war auch ein Mensch. Sie hat gesagt, sie hat Angst davor, wenn sie in das Kolosseum reinkommt, wenn sie die wilden Tiere nehmen und durch die Luft schleudern. Und ein Christ, der auch neben ihr war, sie ist durch die Luft geschleudert worden und hat es nicht mal gemerkt. Sie hat eben ihrem Kollegen gesagt, ich habe Angst davor. Und dann hat er gesagt, hey, aber du bist jetzt gerade durch die Luft geschleudert worden und sie hat nichts gemerkt davon. Also Gott kann in den Momenten von den schlimmsten Anfechtungen kann er uns beistehen und so einen Trost geben, dass wir es als gar nicht so schlimm empfinden, wie es gegen aussen vielleicht mal aussieht. Und übrigens hat das auch ganz viele Leute beeindruckt. Die sind ja, also es war grausam, das Römische Reich auch. Sie sind hier ins Kolosseum gekommen und haben mal geschaut, wie die Leute hingerichtet wurden. Sie haben zugeschaut, wie hier die Leute verrissen wurden von wilden Tieren. Aber die waren so tief beeindruckt, wie die Christen gefasst waren und keine Angst hatten vor dem Tod. Und das hat die Leute damals so tief beeindruckt, die in diesem Kolosseum waren und zugeschaut haben, dass sie sich auch bekehrt haben. Dass sie wissen wollten, was haben die Leute für eine Zuversicht, dass die so ruhig in den Tod gehen können. Ich habe gestern gerade, als ich mein Andachtsbuch gelesen habe, ein Zitat von Napoleon gelesen. Und das möchte ich euch vorlesen. Napoleon sagte: Ich kenne die Menschen und ich sage euch, Jesus Christus ist nicht nur ein Mensch. Alexander der Groß, Cäsar, Karl der Große und ich haben Reiche gegründet. Aber worauf stützte sich unser Schöpfergeist? Auf Gewalt. Jesus Christus hat sein Reich auf Liebe gegründet. Und in dieser Stunde würden Millionen von Menschen für ihn sterben. Und ich habe das weltstarke Wort gefunden von Napoleon, eben Eroberer. Und wir haben ja das auch durchgenommen mit diesen Weltmächten, die immer auf menschliche Macht und oft auf Gewalt eben beruhen. Aber Jesus gründet auf etwas ganz anderes, auf Liebe. Er hat sein Leben für uns gegeben. Und weil wir diese Liebe spüren, können wir auch bereit sein, unser Leben für ihn zu geben, weil wir wissen, er steht zu uns. Wenn er ein Wunder tut, Halleluja, loben wir Gott. Aber auch wenn er kein Offensichtliches gegen aussen tut, dürfen wir doch wissen, er ist bei uns. Wir haben im Daniel eben all die Weltreiche gesehen und auch gerade das letzte schreckliche Tier, das aus dem Meer ist gekommen, das letzte Weltreich, das noch bevorsteht, wo manchmal schon ein bisschen Schatten vorauswirft. Ich hoffe natürlich ganz fest für uns, dass wir nie in so eine lebensbedrohliche Situation kommen. Aber sollte es gleich mal der Fall sein, haben wir den Mut wie die Freunde von Daniel und die Glaubenshelden aus dem Hebräer 11 das Richtige zu tun. Und ich glaube, das hängt ganz stark damit zusammen, haben wir so eine starke und liebevolle Beziehung zu unserem himmlischen Vater, dass wir wissen, dass er immer bei uns ist. Wenn wir das noch nicht haben, und ich merke manchmal auch, hey, vertraue ich eigentlich Gott, wenn er so Unmögliches scheint von einem zu verlangen, oder wenn man aus unserer menschlichen Perspektive keinen Weg sieht, vertraue ich ihm. Und jemand hat mal gesagt, du kannst einem Mann vertrauen, der für dich gestorben ist. Also Jesus hat sein Leben für uns gegeben, er hat alles für uns gegeben. Und darum wissen wir, er hat zu uns, wenn wir zu ihm haben. Und selbst wenn wir einmal mal wie der Petrus ihn verlügen, er bleibt treu. Wenn wir Fehler machen, wir dürfen immer wieder kommen, immer wieder uns vergeben. Er bleibt treu. Und jetzt ist einfach noch die Zeit da, wenn wir merken, dass wir ihm nicht ganz vertrauen, dass wir einfach vor ihn kommen und sagen, Gott, hilf mir, ich will auch in die tiefe Beziehung mit dir hineinkommen, ich will dir ganz vertrauen, damit du auch ganz kannst brauchen, damit dein Licht sein für die Welt. Und ich finde es so schön, was Jesus hat gesagt. Ich möchte euch das hohepriesterliche Gebet vorlesen, das Jesus für seine Jünger hat gesagt. Im Johannes 17,15.
Eben gerade wenn wir wissen, dass eine Weltherrschaft kommt, die nächste, und manchmal ist es eine dunkle Zeit, aber dass wir wissen, Jesus ist bei uns und wir sind dem nicht hilflos ausgeliefert, sondern wir haben die Kraft von oben. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt zu nehmen, aber schütze sie vor der Macht des Bösen. Sie gehören ebenso wenig zu der Welt wie ich. Lass ihnen deine Wahrheit leuchten, damit sie in immer engerer Gemeinschaft mit dir leben. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Für sie gebe ich mein Leben hin, damit ihr Leben ganz dir gehört. Und auch bevor Jesus wieder zurück in den Himmel ist gegangen, hat er seinen Jüngern gesagt: Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Amen.